Haut los nicht Sonne am in Kiche ran und ich mache eine Tarte, die wirklich nur Sommer schmeckt. Mit Aprikosen, Frangipan und mit herrlichem Lavendel dran. Für meine Tarte brauche ich Lavendel, Aprikosen, Dicknuss und Zitrusfrüchte. Das Tarte ist inspiriert von Vakanzen am Süden von Frankreich, aber ich benutze aber auch viele Regionalprodukte dran. Und Zitronen, die ist an der Wallis aus Portugal mit hergekommen und die verschaffen ich an meinem Mürbedeig. Für mein Deig brauche ich Mehl, Puderzucker, kahle Butter, ein Pot Salz und ein Ei. An Zitronen gibt dem Ganzen eine herrlich frische Dimension. Da kommen noch ein paar Löffel Wasser dabei und da kann das Ganze schon zu einem Deig gemischt gehen. Und ich kann auch 1 Stunde an den Frigo gehen, für fest zu gehen. Und während der Zeit präpariere ich meinen Frangipan, den ich mit regionalen dicken Nüssen mache. Und den gehen wir für den Test gehackt. Auf ihre Frangipan draus zu machen, brauche ich nur noch Butter, Ei und Zucker dabei zu gehen. Mein Zucker vermischen ich als erstes noch mit Lavendel. Und das heute als regionale Lavendel von Lützeburg, den ich letztes Jahr gedrischen habe und gehalen habe. Und heute kann ich ihn endlich verschaffen. Und ich verreibe den Lavendel mit dem Zucker kurz zwischen den Händen, weil das möchte, dass die ganzen Aromen sich entfallen. Und das mache ich auch oft mit den Zitronensästen. Und ich gehe noch ein bisschen Mehl dabei. Das schmeckt schon so gut nach Lavendel. Das wird zu rollen. Ei, und du könnt da noch ein bisschen Lavendel drüber. Also sind da bestimmt dabei, die Fährten, dass das Dodo noch safe schmeckt. Aber du willst kombinieren, ich mein Lavendel mit herrlichen Aprikosen, die das ganz ausbalancieren. Und da kann sie für eine Dreiviertelstunde bei 170 Grad an der Schäfchen. Ei, das riecht wirklich noch super. Und du lässt es aufkühlen und da könnt noch ein kleiner Finishing Touch. Und zwar könnt ihr noch ein bisschen Limettenglasur oben drauf. Und das mischt die Tarte dann so herrlich frisch reingehen. Dann noch ein bisschen Limettezest für die Farbe und ein paar Lavendelblähen. Und dann ist mein Lieblings-Sommertarte schon fertig. Rezept fand ihr wie immer auf rtl.lu und ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer mit hoffentlich ein bisschen mehr Sonne, wie wir bislang hatten.